Frau Holle. Es war einmal eine Witfrau, die hatte 2 Töchter. Eine war schön und fleissig, die andere hässlich und faul. Die Mutter hatte die hässlich lieber, weil sie ihr eigenes Kind war. Das andere Mädchen musste alle Arbeiten machen und bis zu oben arbeiten. Und es musste jeden Tag bei der grossen Strasse am Brunnen sitzen und spinnen, so lang, bis seine Finger geblutet haben. Da ist ihm einmal die Spule ganz blutig geworden. Es hat sie wieder abwaschen und hat sich über den Brunnen gebückt. Aber die Spule ist ihm aus den Händen geschlüpft und in den tiefen Brunnen runtergefallen. Zuerst hat es brieket. Dann ist es zur Stiefmutter gesprungen und hat ihr ein Unglück erzählt. Die hat fest mit dem geschumpfen und hat gesagt: «Wenn du die Spule hast runterfallen, dann holst du sie auch selber wieder rauf.» Das Mädchen ist zurück zum Brunnen gegangen. Es hat nicht gewusst, bis die Spule aus dem Brunnen rausholen soll. Vor lauter Angst ist es reingekumpelt und ohnmächtig geworden. Wo es wieder zu sich gekommen ist, hat die Sonne geschienen und es war auf einer Wiese mit 1000 schönen Blumen. Es ist über die Wiese gelaufen und zu einem alten Bach gekommen. Dort drinnen hatte es Brot und die haben gerufen: «Zieh mich raus, sonst verbrenne ich. Ich bin schon lang fertig gebacken.» Das Mädchen hat mit dem Brotschieber alle Brot rausgenommen. Dann ist es weitergegangen und zu einem Baum gekommen, wo voll Äpfel gehangen ist. Die haben gerufen: «Schüttle mich, wir Äpfel sind alle schon reif.» Da hat das Mädchen am Baum geschüttelt und die Äpfel sind runtergefallen, wie wenn es regnen würde. Es hat so lange geschüttelt, bis kein einziger mit oben war. Dann hat es alle auf einen Haufen gelegt und ist weitergelaufen. Nach einem Zeitchen ist es zu einem kleinen Haus gekommen. Eine alte Frau hat rausgeschaut. Je, was hat die für grosse Zähne gehabt? Das Mädchen hat Angst bekommen und wollte wieder fortspringen. Aber die Frau hat ihm nachgerufen: «Warum hast du Angst, du liebes Kind? Bleib du da bei mir. Wenn du die Arbeit im Haus recht machst, soll es dir gut gehen. Musst aufpassen, dass du mein Bett gut machst. Sollst die Decke fleissig schütteln, dass die Federli auffliegen, dann schneit es auf der Erde. Ich bin die Frau Holle.» Weil die Frau so lieb mit dem geredet hat, ist das Mädchen bei ihr geblieben. Es hat alle Arbeiten so gut gemacht, dass die Frau Holle ganz zufrieden war mit ihm. Und das Bettzeug hat es immer ganz fest geschüttelt, dass die Federli wie Schneeflocken umgewirbelt sind. Es hat ein gutes Leben bei der Frau Holle. Niemand hat mit ihm geschumpfen, kein böses Wort. Und es hat alltag feines zu essen bekommen. Aber nach einem Zeitchen ist es traurig geworden. Das Heimweh hat es geplagt. Auch wenn es ihm da 1000-mal besser gegangen ist als daheim, es hat gleich lange Zeit bekommen und es hat gesagt: «Liebe Frau Holle, ich habe Heimweh. Es geht mir zwar da unten ganz gut, aber ich kann doch nicht mehr länger bleiben. Ich möchte wieder rauf zu meinen Leuten.»